Klar.
Kolleginnen und Kollegen, zuallererst gebe ich aber gerne dem Merci so, den als dat alle Jahres organisiert, als dem Generalsekretär, dem Franz. Der möchte das mustergültige großen Applaus für ihn. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße ihr alle Guten ganz herzlich auf unserem 1. Mai heute zu Rheims. Ein ganz großes Merci dem Bürgermeister und dem Chefrat von der Gemeinde Rheims, ein ganz besonders dem Mitarbeiter vom Service Technik, das ein formidabel Platz sei und das immer ein formidablen Tag heute zu Rheims. Merci für alles. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute auch eine Videomessage von der Präsidentin vom OGBL, die wir schon geben, vorspielen. Liebe Freunde vom LCGB, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollten ihr schauen, ob das persönlich aus dem Neumünster Rheims ganz schönen, starken und kämpferischen 1. Mai wünschen. Auch wenn wir heute nicht zusammen auf derselben Platz feiern, sind wir heute so nah wie noch nie. Und dass wir wirklich ein großes Eier an ein Großfried die Poveda Unisch zu richten. Nur 2,5 Jahre, wo wir so müssten Viren an die schlimmsten Attacken von Regierungszeit, ob die schaffend Leute, ob Pensionäre, dann ob ihre Familien aufgewehrt tun. Nur einer historischen Manif, den 21. Juni 2025, stimmen wir heute Remmenkeier an unserem 1. Mai am Zeichen vom Widerstand gegen die salariatsfeindliche Regierungspolitik. Wir haben uns angesagt, für uns Kollektivverträge zu verteidigen, für unser Rentensystem aufzusichern, für uns Manifestationsrecht beizubehalten. Und lo also in der Zeit an die Offensiv zu gehen. Für einen starken öffentlichen Gesundheitssektor, für eine Erhöhung vom Mindestlohn, für den Erhalt von unserem Indexsystem. Und alles das können wir nicht zusammen erreichen, Kolleginnen und Kollegen. Denn dafür ist der Zusammenhalt heute so wichtig wie noch nie. Wie als Zusammenarbeit, wie die Union von der Gewerkschaften OGBL und LCGB, wie der 1. Mai. Vielmals merci und Nora. Ich gebe dann natürlich auch den Kollegen vom OGBL, die heute an der Abtei Neumünster zusammenkommen, einen schönen 1. Mai wünschen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diesen 1. Mai ist effektiv ernst. Zuallererst müssen wir feststellen, dass Krieg, Misere und ökonomisch und sozial Ungewissheit sich immer mehr ausbreiten auf dieser Welt. Neben dem russischen Überfall auf die Ukraine, den schon mehr wie 4 Jahre anhält, seid ihr immer mehr schlimme Gruseligkeiten am Gaza, am Syrien, am Sudan, am Libanon und auf vielen anderen Plätzen auf der Welt. Dem Trump sein Vorgehensweise am Iran wird dann noch nicht dazu führen, dass das Regime den Menschen verurteilt, ob sie ihre Bürger schießen lässt, weil sie mit Unterdrückung und Willkür nicht mehr einverstanden sind und benennen können. Vielmehr riskiert das verreckte Decision von den Amerikanern, nach mehr menschlich Leid an diese Region von der Welt zu bringen. An die weltweiten Konsequenzen sind heute noch nicht aufzusehen. Eine Energiekrise, eine wirtschaftliche Rezession und sogar eine Hungersnot, weil den Iran den Schiffsverkehr für seine Tiere blockiert und nicht nur Petrol und Gas, aber auch Dünger und andere wichtige Materialien als Druckmittel benutzt. Dieser Krieg hat Potenzial, die Welt auf Flammen zu stürzen. Aber wenn sich das ganz langfristig beruhigen lässt, ist nicht zu gesehen.
Et gëtt eischchte Alldag nach eng Drpp gesät. Den Trump huet all Retenu verloren, erlebte wie Brandstifter durch die Welt, e politischen, a militärische Pyroman, dem Menschen, ob die hier sing Bommegeheit, lechten ens egal sind. Dafür geht es höchste Zeit, dass die politisch Responsablen an Europa erkennen, dass wir uns von den USA müssen emanzipieren und uns auch dementsprechend organisieren und positionieren. Wir wollen keine billige Kopie von den USA gehen, weil Denver als nicht der Nationalismus, mehr sozial, stärkt und demokratisch Europa. Kolleginnen und Kollegen, natürlich als Europa und auch als Land voll an diesem Sturm dran. Und natürlich froh wir uns alle, wie sie schlechten Ends die Auswirkungen auf das Land, als Ökonomie, mehr besonders auf Menschen, die hier schaffen und leben, werden weisen. Wir leben unter der Krise sanitär und der Ungewissheit. Wir fallen von engem Problem an den anderen. Energiekrise, Inflation, Versorgungskrise, Chômage, Rezession. Alles das sind Zanta global 6 Jahre Begriffe, die viel zu viel unseren Alltag beeinflussen. Dafür geben sich da wünschen, dass hier am Land die Regierung eine Politik auf den Weg bringt, die den gesellschaftlichen Zusammenhang stärkt, die dafür sorgt, dass die Gesellschaft nicht gesplittet wird. Also eine kohärente Wirtschafts- und Sozialpolitik, die das Land an die Leute voranbringt. Aber leider, Kolleginnen und Kollegen, ist das mit der aktuellen Regierungspolitik nicht der Fall. Die Regierung möchte nämlich carrément das Contraire. An einer Situation, wo die Menschen nicht nur durch den Krieg am Iran verunsichert sind, wo die echten Konsequenzen für die Leute alltag auf der Pumpe klar am Portemonnaie zu spüren sind. An dieser Situation dezidiert die Regierung en cavalier seul, was die Umsetzung von der Direktive über adäquat Mindestlöhne an den Memberländern von der EU angeht. 2,5 Jahre an 2 Arbeitsministerinnen braucht die Regierung, für die Menschen am Privatsektor beizubringen, was sie wollen, so zu machen. Nämlich nicht, gar nicht, nada. Die Argumentation, dass es ja geschwind einen Indextranche gibt und dann, ja, nach einem Ajustement, der ja sowieso alle 2 Jahre soll gerechnet gehen, für den Mindestlohn und die Lohnentwicklung hier im Land anzupassen, ist genau das, was das ist. Eine Anpassung von Mindestlohn und Inflation und die Lohnentwicklung hier im Land. Nicht Männer, aber auch kein Eurocent mehr. Merci. Eine strukturelle Anpassung vom Mindestlohn für die Prinzipien von der Direktive Rechnung zu drohen. Das heißt, sicherzustellen, dass Menschen dezent von ihrer Pai können leben und die soziale Kohäsion zu stärken, als der Toten ob Schiedverfall nicht. Wenn das Vorgehensweise danach argumentiert wird, wie das geschieht ist, nämlich Ugangs der Diskussion letztes Jahr die Fonction publique auszuklammern oder den gratis öffentlichen Transport umzurechnen und das schlussendlich Referenzwerte zu finden, wohin daneben nicht muss man. Dann, Kolleginnen und Kollegen, dann ist das kein schlechter Witz. Es ist ein Fußhanne bei für die Leute, die hier am Land mit kleinen Paien auf wichtige Plätze schaffen, für dass das Land kann funktionieren, dass die Ökonomie kann drehen.
das gespielt mit den Menschen, die für den Mindestlohn schaffen. Das ist ein regelrecht Frechheit, das ist inakzeptabel. Und es muss uns als Gewerkschaften revoltieren. Sozialgerechtigkeit, ihr seid ernst aus. Kolleginnen und Kollegen, wenn es dann so viel geht, wie das Regierung, an die soi-disant beste Mathematikerin, die das Land an der Regierung abweisen kann, ob Gewerkschaften Last lässt, für nur 2,5 Jahre Geplänkels herauszufinden, dass den als Regierung nicht will machen, dann hast er doch die Gag mit den Gewerkschaften an ihren 125.000 Membern gemacht. Es möchte den Neuserbisch drauf. Es hält den sie nicht seriös. 100 Jahre Syndikalismus, 100 Jahre Ersatz für die Menschen an den Betrieben, hier am Land gehen entwehrt, mit einer Zucht Schuldsturm. Mehr arrogant und mehr dämlich geht es ja aber nicht. Und dafür wird das gespielt auch nur exakt 53 Minuten rüber, weil ich hat auf Dauer geguckt. Kolleginnen und Kollegen, für allemal klar zu sagen, die Union OGBL-LCGB hat hier Berechnung auf dieselbe Manier gemacht, wie das Ajustement gerechnet wird. Wie die OECD, also kein Fanclub von der Gewerkschaften gerechnet wird. An dem nur, Kolleginnen und Kollegen, misst der soziale Mindestlohn hier am Land rund 11%, also 300 € abgebessert gehen, für das der Direktiv gerecht wird. Lo ist es aber richtig, dass es Direktive gibt für die einzelnen Memberstaaten, wo die Regierung aufgefordert wird, die nötigen politischen Decisionen zu holen. Aber weil als Regierung so couragiert ist, weil sie so viel Courage hat, weil sie hier Decisionen für nichts zu machen, hat einer Milchmädchenrechnung verstoppen, die Hannen auf hier nicht abgeht, und die auch so an diesem Land noch nie beim Ajustement appliziert gehen ist. Das ist falsch. Fakt ist, Kolleginnen und Kollegen, dass die Regierung bei der strukturellen Abwertung vom Mindestlohn nicht will machen, dadurch so dezidiert wird, aber nicht zu dieser Decision will stehen. Das ist nicht nur falsch, das ist falsch. Kolleginnen und Kollegen, die Regierung, wie besonders den Arbeitsminister und verschiedene Deputierte von der größten Regierungspartei, sie bemüht, besucht, ja regelrecht fixiert darauf, das Regierungspolitik ganz besonders sozial blinken zu lassen. Allokation de vie chère an die anderen Wohltaten noch mehr, gehen auf die Wehbrot für die sozial Schwachen beim Mindestlohn an übrigens auch bei der Mindestrent in der Term zu greifen. Eine anständige Sozialpolitik ersetzt strukturelle Abbesserung vom Mindestlohn am Mindestrent nicht durch eine soi-disant Caritaspolitik, wo die Herren und Damen von der schwarz-blauen Majorität dem Volk ein paar Grimmeln für ihren Face gehalten wollen. Ein Mensch muss für seine Erbe dezent können leben. Und ein Mensch, der sein ganzes Leben geschafft hat, muss auch für seine Rente dezent können leben. Das gilt. Das gilt nicht nur für die Fonction publique an Chefetagen. Das muss für alle Menschen an diesem Land gelten. Nicht ihr, Herr Premierminister. Die Regierung ist am Gang, dieselben Fehler zu machen, wie für Jahrzehnte die Regierung Schröder an Deutschland. Am Platz wie hier am Land, an Krisenzeiten ob Existenzaufsicherung,
an den anständigen Mindestlohn zu setzen, sind wir tagsfeier Menschen an den existenziellen Abseits gedriven gehen. Konsequenz wird Verärmung von der Bevölkerung an die Geggers gemerkt, mit denen, die für Minijob am Minilehn nach sollte schaffen gehen. An Haut, 20 Jahre mich spät, sind Nationalsozialisten 2.0 an der Sondagen die stärkste Partei an Deutschland. Das muss uns all fern zu denken gehen. Kolleginnen und Kollegen, schaffen, erbecht, als für uns ein Menschenrecht, als schaffen, muss sich rentieren. Alles ernst feiert an der sozialpolitischen Misere an destabilisiert als Demokratie. Kolleginnen und Kollegen, 2,5 Jahre sind Gewerkschaften mit dieser schwarz-blauen Regierung konfrontiert. 2,5 Jahre, wo nichts Positives, keine Verbesserung für die Leute aus dem Privatsektor auf den Weg gebracht ist. 2,5 Jahre, wo die Regierung am Kontra dezidiert hat, Sonderserbisch an die Öffnungszeiten am Kommerz quasi komplett zu liberalisieren. 2,5 Jahre, wo bemol eng Diskussion rund um unser Pensionssystem von der Regierung losgetrippelt ist. Obwohl so ein wichtiges Sujet keine Rolle an den Wahlprogrammen gespielt wird. Und obwohl der Spitzenkandidat von der größten Regierungspartei nach dem Wahlkampf deklariert hat, Pensionen wären für kein Sujet. Übrigens, ist es doch komisch, dass Regierungsmembers und Patronat sich halt abregen, dass die Gewerkschaften nicht mehr bereit sind, egal wie, und immer zu 3 mit ihnen zu verhandeln. Weil gerade am Pensionsdossier ist nicht ein einzig Kehr mit den Gewerkschaften verhandelt gehen. Gewerkschaftsunion, OGBL und LCGB, also am Sujet Pensionen komplett von der zuständigen Minister ignoriert gehen. Wir sollten ekartiert gehen, für die Regierung und Patronat das Pensionssystem besser könnten demontieren. Kolleginnen und Kollegen, Verhandlungen zu 3 Predigen, respektvoll, aber möglich ohne Einheit wird, aber da machen, wie es ihnen gerade an den Kron passt. Das ist der real existierende Sozialdialog, den diese Regierung praktiziert. Kolleginnen und Kollegen, diese Regierung will mit dem System derbisch von den Gewerkschaften aufmachen, als nicht zu holen und als Ersatz für die schaffenden Menschen am Fond lächerlich machen. So eine Regierungspolitik wird mit Solidarität und sozialer Gerechtigkeit nicht bemüht. Und so eine Regierungspolitik muss auf den Widerstand von den Gewerkschaften stoßen. Die Union von OGBL und LCGB möchte so spielen nicht mehr mit. Kolleginnen und Kollegen, es sind hier am Land auch andere Zeiten gehen. Zeiten, an denen Premierministerin ihre Responsabilität kann tun, ihre Responsabilität geholt haben, an Krisensituationen Sozialpartner an ein Tripartit invitiert tun. Zeiten, an denen an der Tripartit ob Anhecht und am gegenseitigen Respekt diskutiert und auch gestritten ist. Mit den Unterschied zu Haut, als dass die dämonischen Partner an der Tripartit gestritten haben am festen Willen, ein Kompromiss, ein gemeinsames Resultat zu finden, was das Land und die Ökonomie weiterbringt, an die Arbeitsplätze, an die Menschen, die dort arbeiten, aufsichert. Das ist ein Tripartitsmodell, wird nicht nur zur Stärkung von unserem Sozialmodell an Krisenzeiten gefordert. Das ist ein Tripartitsmodell, wird das Land an schwierigen Momenten politisch stabilisiert und enorm zur Kredibilität von Regierung, Gewerkschaften und Patronat beigetragen. Es wäre rau am Land, weil die Menschen Vertrauen an die Politik konnten haben.
Kolleginnen und Kollegen, es soll auch ein Premierminister geben hier am Land, den ohne Statek und ohne Direktiv den Mindestlohn 10% abgebessert wird. Anscheinend rein allein aus dem Grund, weil es diesem Mann seine Überzeugung wäre, dass all Mensch an diesem Land soll muss erschaffen Reichtum können teilholen. Kolleginnen und Kollegen, da das haut bald nicht mit zu leben, mit das es ging, echt kein Fake News. Dafür gebe ich dem aktuellen Premierminister Roden, am Platz op Howard zu fuhren, an do de Leiit Märescher iwwer sei sozial Europa zu zielen, sollen mal op Kapelle fuhren. Eng no 11 Stunden iwwer Sozialpolitik a Gestaltung vun enger méi fairer a solidarischer Gesellschaft als fir hin net vermut will. An dem Erbesminister de Mark muss ich dann noch sagen, dass vu seine Viergänger auch dafür gesorgt wird, dass der Mindestlohn um 100 € abgebessert gouf. Auch dat hat nicht mit Index oder Ajustement zu dienen. Wir schmecken aber de Mark wees dat. Kolleginnen und Kollegen, die Realität hier am Land sieht aber nun mal ernst aus. Es ist die Politik von dieser Regierung, der Rolle an derbechte vun de Gewerkschaften zu entwerten, so Ruf zu machen. Das Regierung wollte national repräsentative Gewerkschaften hier Recht für Kollektivverträge zu verhandeln, am besten Fall verwässern oder am schlimmsten Fall ganze wegschulen. Das wäre ein Attack auf uns, ob ihr alle hier am Zelt, ob all Einzelnen, ob der Kirchen von den Leuten, die am Privatsektor schaffen. Ein Attack, ein Attack. Ein Attack, die zu Summe am Patronat gefordert gehen ist. Regierung und Patronat sind heute gemeinsame Block, ein gemeinsamer Front gegen Gewerkschaften, aber besonders gegen Menschen, die von uns vertreten gehen. Ein Front gegen die berechtigte Forderung von diesen Menschen, ihren Herd erschaffenen Unteil, Reichtum von diesem Land zugestanden zu kriegen. Kolleginnen und Kollegen, kein Tag vergeht, wo nicht der Erbesminister, der UL-Präsident oder einen anderen Akteur von der schwarz-blauen Majorität einen feierlichen Appell möchte, für zu 3 auf den Verhandlungstisch zurückzukommen. Es kann der bald zur Konklusion kommen, dass wir Gewerkschaften es ja wirklich schlimm treiben mit dieser Regierung. Es kann denn zur Konklusion kommen, dass wir Gewerkschaften nur wirklich nicht mehr blockieren und das verständigt Patronat ja am Fong am Stachlosen, wenn es darum geht, für das Wohl von Land und Leid zusammen zu schaffen. Kolleginnen und Kollegen, es wundert dich nicht, dem ist leider nicht gerade so. Die Regierung und Patronat wollen uns vergessen, dass sie zusammen auf ein konzertiert Manier das schlimmste Attentat auf den Sozialdialog durchgezogen haben, wie sich schon die Kollektivverträge an der Motto und der sozialen Archiv von den schaffenden Leuten an ihre Vertreter der Gewerkschaften vergreifen wollten. Das Krise wäre hausgemacht und absolut unnötig und hat den Tripartitsmodell begraben und den sozialen Frieden auf Frage gestellt. An Kolleginnen und Kollegen, es wäre kein respektvolles Gespräch zu 3, die diesem Spuk ein Ende gemacht haben. Es wäre eine gemeinsame Manifestation von der Union OGBL und LCGB mit 25 Leuten, die das perverse Idee gestoppt haben. Die Union OGBL LCGB wird der Premier Ende Juni 2025, das ist ein globales Jahr hier, abgefordert, für zum Tripartitsmodell zurückzukommen und dafür zu sorgen, dass an diesem Kader gemeinsam Lösungen ausgeschafft sollen gehen. Was das dabei herauskommt? Ein Rand sozial
wo nëmmen op Druck vun de Gewerkschaften e strukturierten Ordre du jour festgehalten gin ass. An d Resultat vun dieser Übung neicht, go neicht. Decision vun der Regierung Lungschaffen Ufang go fest, an am Fong sie mir als bëllegen Alibi benutzt gehen. Als Alibi, die wie de Premier Jo gesot huet, Sozialpartner gi sech net eens, also muss die Regierung desideieren. Dat wär noch so eng Frascheet, die d Gewerkschaften schon missen gefallen lassen. Viel méi also de so, dat an den jetzt Stunde quasi net verhandelt gin ass, weil Patronat der Regierung sech eens wär, wat ze wollten, mir och wat sie net wollten hunn. An dofir, Kolleginnen und Kollegen, dofir as et River mat dem Gespilz an mat dem Gebradels. Wann ihr will allein desideieren, an durchregieren, so kann en dat jo machen. Ma leif Regierung, dann ohne Gewerkschaften, mir stehen net als Alibi zur Verfügung, hol der Responsabilität, d'Union OGB an LCGB as desideiert, mir werden als Responsabilität ganz sicher holen. Kolleginnen und Kollegen, es geht heute gar nicht den Tripartitsmodell. Es geht nicht darum, ob wir bilateral oder zu drei diskutieren. Es geht da wirklich darum, dass die Regierung die Decision schon lange geholt hat. Käste müssen rauf und Beneficer müssen rauf. Das Prinzip zieht sich wie ein Schwarzblau vor dem durch die Regierungspolitik von den letzten Jahren. Und dafür kriegen wir kein Resultat an der strukturellen Opbesserung vom Mindestlohn. Dafür bringen wir doch hier am Land nicht fertig, am Kader von der digitalen Plattform Erbisch, die Menschen, die oben spät nach mit der Pizza am Rucksack durch die Straße bei den Leuten heimfuhren, anständig zu bezahlen, und anständig sozial zu versichern. Das ist ein regelrechter Skandal. Durch das Regierungspolitik bringen wir es nicht fertig, das Reklassement für schwer kranke Menschen an dem Maintien de l'Emploi anständig zu verbessern und neu zu regeln. Der Chômage klimmt und klimmt. Aber was möchte als Regierung? Nicht, gut nicht. Außer eine digitalisierte Gestion von Misere, die dann noch fertig bringt, die Leute noch mehr an die Misere zu setzen. Die Situation hier im Land zu verbessern, brauchen Ideen, Engagement und ein soziales Gewissen, politische Leadership am Platz Gouvernance und Gestion von der Krise. Kolleginnen und Kollegen, Sozialgerechtigkeit und Solidarität sind nicht mehr in, gibt es Regierung so. Das Prinzipien hat die Regierung Amazon und Co. schon lange Altor von der Profitgier geopfert. Außer Profitgier zählt an diesem Land nicht mehr. Frick, bei immer mehr Frick. Kolleginnen und Kollegen, dabei gibt es da eine große Ausnahme. Das ist die Fonction publique. Du hast der Regierung kein Weg zu weit und noch kein Resultat zu teuer. Dass der Groove zwischen Privatsektor und Fonction publique immer mehr groß geht. Dass der soziale Zusammenhang hier im Land an die Brüche geht, das interessiert die Regierung nicht. Das Risiko vom Chômage und von der Krankheit liegt voll auf die Schultern von den Salarien aus dem Privatsektor. Dieselben Salarien, die das Reichtum von diesem Land erschaffen, und mit denen ihre Steuern das Sozialmodell hier im Land finanziert wird. Und die Regierungspolitik feiert immer mehr zu einer Situation, wie am Katar, wo eine Minorität sorgenlos und gut bezahlt kann leben, und die anderen, die große Majorität, müssen gucken, mit ihren Problemen eins zu gehen.
Ich will nur klar sagen, dass es mir nicht darum geht, der Fonction publique etwas wegzuholen. Es darf keine Neidpolitik an diesem Land gehen. Ich meine aber auch, dass es den Funktionären, an den Administrationen, an den Gemengen nicht kann egal sein, wenn die Regierung am Privatsektor Krieg gegen Gewerkschaften feiert und am selben Atemzug ein Akkord salarial aus dem Hut zaubert. Es muss allen Menschen klar sein, dass so eine Politik als Gesellschaft spricht, auf früher oder später zu ferme Probleme wird führen. Kolleginnen und Kollegen, Tatsache ist, dass die Regierung das soziale Modell und den sozialen Frieden hier am Land zur Disposition stellt. Gewerkschaften haben über 2 Jahre mit der Regierung am CPT bilateral, an der Rand sozial und noch an andere Kaffeeskranzformate oder Brattelbuden diskutiert. Nicht, gar nicht, als dabei herauskommt. Verhandlungstisch kommt nicht ein Resultat erreicht gehen. Das Resultat an der rezenter Stoll-Tripartit ist auch nicht auf den heldenhaften Ersatz von den Regierungsmembern zurückzuführen. Nein, der Premier hat mit seiner Geheimdiplomatie mit dem Big Boss von ArcelorMittal zu Davos für enorme Chaos und Durchschnitt gesorgt. Vielmehr muss ihn anerkennen, dass doch das Management von ArcelorMittal Lützeburg mit den Gewerkschaften einen stärken, zukunftsorientierten Investitionsplan auf den Weg gebracht hat. Die Sozialmesuren für den Personalaufbau abzufangen, sind immerhin schon für Jahrzehnte an der Stahlkrise verhandelt worden und kommen auch voll zum Drohen. Kolleginnen und Kollegen, ein Stahltripartit ist mehr wie ein Foto, das nicht geschrieben wird. Ich weiß, wo war die Schwätze. Am Gegensatz dazu wird die Gewerkschaftsunion aus OGBL und LCGB müssten die größte Manifestation letztes Jahr Santa Jahrzehnten auf den Weg bringen, für das der Premierminister mit seiner Regierung und die Valais kommen. Wir haben damit zwar das Schlimmste verhindert, aber nicht für die Menschen am Privatsektor erreicht, weil einfach der Wille nicht da ist, an die politischen Prärogativen gesagt gehen, und das geht in eine andere Richtung wie das da. Kolleginnen und Kollegen, Zeit von der Verhandlungen als Ende kommen. Es geht lo durch. Es ist definitiv rüber. Die Regierung hält die Decisionen, ersetzt mit ihrer Fraktion an der Chambre ihre Politik auf voller Freiheit und auf voller Responsabilität. Die Regierung hat von Anfang an einen anderen Approach zum soi-disant Sozialdialog gehabt. Am Platz konstruktiv zu verhandeln, geht eine Show nach außen aufgezogen. Aber beim kleinsten Quack von den Trommelfeier für Regierungs- und Patronatsvertreter gegen Gewerkschaften statt. Es geht hier ganz klar darum, als Gewerkschaftsunion, OGBL und LCGB zu denigrieren und zu schwächen. Aber darüber hinaus geht es doch darum, von ihrer Inkompetenz aufzulenken oder von ihrer Aversion Probleme an einem sozialen Geist zu lösen. Gewerkschaften müssen dementsprechend auch ihre Gewerkschaftspolitik auf den Weg bringen. Wir müssen dem noch die nötigen Decisionen holen, und das, was wir nicht Verhandlungstisch erreichen konnten, das werden wir dann noch über andere Mäuer erreichen. Das ist nicht mehr das Lützeburger Modell, weil den ist mit so einem Approach definitiv tot. Zeit. Zeit vom Handeln, vom Engagement als kommen, und es soll hier am Land käsig verdienen. Die Union OGBL und LCGB steht bereit. Wir verlangen eine gerechte Verteilung vom Reichtum hier am Land und eine anständige Sozialaufsicherung für die schaffenden Leute. Die Union OGBL und LCGB verlangt Solidarität und Sozialgerechtigkeit für als Gesellschaft, für alle guten Menschen, die hier am Land leben und schaffen.
Dafür lancieren wir heute einen Aktionsplan. Und von der nächsten Woche an werden wir uns alle voll engagieren. Das auch, aber nicht nur mit einer Delegiertenkonferenz den 12. Mai. Es so nicht all. Dort ihr schwärm an. Kolleginnen und Kollegen, ich fordere euch alle haut ab. Halt ihr Sprett, weil wir brauchen einen Marathon von Aktionen bis ans Jahr 2028. Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, der Premierminister hat anscheinend nicht nur dem Patronat Priorität der Prärogativen als einen Koalitionsakkord angeraumt. Die Frage stellt sich halt mehr wie je, was den dämonische Spitzenkandidat mit der AMMD an verschiedene Promoteure gemauschelt wird. Ambulant Antennen an ein großes Bauprojekt zu kriegen, eine Klinik Findel, die nicht so durchfäschen, eine Dezentralmedizin, wo rein nur ökonomische Kriterien geschafft wird. Was wird heute präpariert? Eine Zwei-Klasse-Medizin nach dem deutschen Modell, wo dem Premier sein Duzfreund, der Kanzler Merz, am Gange aus der Kahlschlacht zu proben. So eine Politik geht auf Kosten von Masseure und von den Salarien, wo ihr dann nicht mehr in den sektoriellen Kollektivvertrag von der Föderation des Hôpitaux könnte fallen. An dieselbe Richtung geht der Refus von der AMMD für die neu verhandelte Konvention mit der CNS nicht zu unterschreiben. An der Kommuniqué von der AMMD kann ich nicht ziemlich klar herauslesen. Sie frohen eine Entrevue beim Premier für ihre Forderungen umgesetzt zu kriegen. Oder geht es ihren Engagement, die der Premierminister den Doktoren und Zahndoktoren am stillen Kämmerlein zugestanden hat? Was geht es heute? Dass Doktoren ohne Konvention alles können abschreiben und alles in Rechnung stellen, was sie wollen. Und dass die Regierung durch die Hand von einem Reglement den Doktoren ermöglicht, dass sie froh können, was sie wollen, und so die Remboursementer von der CNS stark einschränken. Dass also die gesollte Rechnung, ob das Syrien durchkommt, die sich nur vielleicht eine anständige Krankenversicherung nicht mehr können leisten. Dass der Premierminister seine Freunde vom Patronat mit niedrigen Kotisationstaux kann zufriedenstellen. Und dass dem not Finanzinvestoren, Promoteuren an ein kleines Zahl von Doktoren sich stumm und dämlich Reck von den Assyrien an der großen Masse vom medizinischen Personal kann bereichern. Geht es ihren Dodrems? Kolleginnen und Kollegen, ich muss heute klar sein. Sollte das dort effektiv die Regierungspolitik sein, da werden all dem hier am Land briechen. Da wird die Union OGBL und LCGB eine Informations- und Mobilisierungskampagne hier am Land und auch an die Großregion auf den Weg bringen, die wir bislang noch nicht tun. Und Ende von dieser Kampagne ist dann der Generalstreik nicht mehr zu verhindern. Als Security Sozial, als Gesundheitsversicherung, als das wert. Und der Premierminister wird ganz gut beraten, diesen Sprengsatz zu desamorcieren, weil sein Minister ist sichtlich inkapabel, das zu machen. Das weist Minister Eisalkeiers, was sie relativ stümperhaft Initiativen ohne Kap und ohne Schwanz hält, die sie da gerade so sehr empfehlen lässt. Die chaotische Approche, was den Absentismus angeht, ist hier ein ganz gutes Beispiel. Eine Approche, die nicht zeigt, Menschen in einen Generalverdacht zu stellen. Alle Simulanten, die bei der Krankmeldung just kontrollieren, für das Zählen vom Absentismus aufgehen. Wenn das Konzept von der Regierung ist, da kann die Regierung abhacken und aufdanken. Kolleginnen und Kollegen, die Regierungspolitik hat eine andere Gewerkschaftsapproche nötig gemacht. Die Verhandlungen
sind zum Austausch von Dokumenten gekommen. Politische Decisionen gehen hinter savante mathematischen Exerzissen oder juristische Spitzfindigkeiten verstoppt. Aus der Zusammenarbeit von OGBL und LCGB am Pensionsdossier als Front Syndical entstanden, die mit großem Succès die Manifestation vom 28. Juni organisiert wird. Das Nationalkomitee von OGBL und das Zentralkomitee vom LCGB und die Union des Syndikats OGBL und LCGB auf den Weg gebracht, für strukturiert und effizient können gemeinsam zu schaffen. Für eine gemeinsame Gewerkschaftspolitik auf den Weg zu bringen und so auf die bestmöglichste Manier die Interessen von den Salarien hier im Land können zu vertreten. Das Union, das Zusammenarbeit lebt exzellent und ist alles ernst wie ein Zweckbündnis. Die Union, OGBL und LCGB, ist kaum für zu bleiben. Kein Eintagsflieger, ist doch schon ein Schaffbett, das unermittlich ersetzt wird. Wir können mit Satisfaktion feststellen, dass die Union gute Weg ist, sich zu realisieren. OGBL und LCGB lernen sich auch ernst kennen und das ist ein Prozess, den zwar nicht immer ganz einfach ist, aber ist nötig und ist am Anfang alternativlos. Meine Kolleginnen und Kollegen, so ganz harmonisch geht es doch am LCGB nicht immer auf. Eine Streitkultur liegt nun mal an der DNA von all Gewerkschaften. Dafür lassen wir das Union wissen, und vielleicht merken OGBL, dass das letzten Endes aber mehr verbindet, wie es trennt. Kolleginnen und Kollegen, als Gewerkschaft treten wir für eine demokratisch, eine open Gesellschaft an, für Toleranz am Madeneen. Als Engagement für Solidarität und Sozialgerechtigkeit geht haut gerade so gebraucht wie für 100 Jahre. Mit uns geht es kein zurück an das 19. Jahrhundert. Das soll allen Menschen im Land klar sein. Ob unseren Ersatz können wir zählen. Das wäre gestern so. Ob unseren Ersatz können wir zählen, das wäre gestern so, dass sie doch haut und noch mehr, um mir die feste Willen für als Überzeugung anzutreten. Dafür gilt, vive die Union, OGBL und LCGB, vive den 1. Mai. Merci für die Aufmerksamkeit und einen ganz flotten Tag nach heute zu reden. Merci. Der Kanzler Merz will den 1. Mai als Feiertag aufschaffen. Ich muss erst ehrlich sagen, für mich ist es sowieso ein ganz flotten Tag, mit einem ganz strammen Schafftag. Merci für alles, merci für die Unterstützung.